Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wenn ich in der Brockenstube bin, dann nehme ich manchmal solche Sachen mit, so Briefpapier-Set. So können die aussehen in allen Variationen. Und weil wir doch hier so ein wunderbares Briefumschlag-Journal am Machen sind und wir auch noch ein paar freie Seiten haben, habe ich doch gedacht, ich werde noch irgendetwas mit ein bisschen schönem Briefpapier machen. Und zwar einmal sicher so ein schönes Kuvert und dann dazu von dem Papier. Oh, jetzt hat das da genau den Leim oben dran. Das gefällt mir natürlich nicht. He? So. Ja. So. Voilà. So. Oh, das hat sogar noch so ein krasses Wasserzeichen. Sieht man das? Sehr hübsch. Ja, genau. Und dann würde ich dann sagen, tue ich dann das falten und hier rein und das Kuvert probiere ich dann irgendwie hier fest zu machen. Einmal das und das zweite Mal. Wo haben wir noch ein Plätzchen? Hier haben wir noch ein Plätzchen. Da ist jetzt die Frage, von dem hier habe ich eben noch ein zweites gehabt. Und da habe ich einfach nicht das innere Zeug, sondern das hier. Da für eine Collage gebraucht und auf der hinteren Seite auch. Ja, da habe ich es gerade gesucht. Da natürlich, genau. Und darum wäre es doch jetzt noch hübsch, wenn wir etwas von da nehmen würden. Ein Kuvert. Ich glaube, ich habe da verschiedene. Entweder das oder das, welches ist besser? Ich glaube, das passt ein bisschen besser. Mit dem braunen Streifen. So, und dann haben wir hier entweder ein Kärtchen, das mit dem Bienenstock. Oder, oh, das ist natürlich sehr ein hübsches. So, ein Kärtchen. Oder dann hätten wir da natürlich noch so ein bisschen Papier. Aber ich glaube, Papier haben wir im anderen, dann nehmen wir doch hier einfach das Kärtchen. So, und das hier hat mir von der Farbe her hat das jetzt auch noch gut gepasst, aber das ist mir ein bisschen zu modern. Die sind zwar auch sehr schön, aber die Kuverts sind auch einfach nur weiß von dem her. Von dem her lassen wir das, glaube ich. So, und dann sind wir doch mit diesen zwei Varianten zufrieden. Oh ja. Also es ist hübsch mit der Uhr und dem Schlüssel. He? So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wenn wir das... also das brauchen wir jetzt das erste Mal nicht. Das kommt einfach am Schluss leer rein. Da will ich auch nichts gross dran machen. Vielleicht noch ein bisschen inken. Aber das kommt dann erst am Schluss. Ich möchte gerne schauen, wie ich jetzt das reinkleben kann. So könnte man natürlich auch. So. Das ist blöd, wenn es nachher verkehrt ist. Oder dann wäre es so. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Dann können wir das schön so in die Mitte nehmen. Und nachher kommt dort das Kärtchen raus. Dann kleben wir doch das so rein. Dann tue ich das jetzt auch noch ein bisschen inken. Und ich möchte gerne hier den Rand noch ein bisschen verzieren. Mit Schablonen. Wir machen das ganz einfach. Einfach und easy. Ich habe dann so eine schöne Blumenschablone mit noch einem Vögel. Und ich habe das Gefühl, das würde jetzt hier noch recht gut herpassen.
Ich glaube, der Plan ist so, ich mache einfach hier jetzt schön Schablonen, dann klebe ich das drauf und nachher habe ich das noch einmal her, genau dort, wo es sein soll, und dann tue ich hier noch einmal drüber schablonieren. So, das ist mein Plan, so werde ich es machen. Ich nehme vom Rosarot, und zwar vom Oxide, das deckt ein bisschen schöner. Auf dem Braun habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht. Ich vermute, das ist dann ein bisschen durchscheinender und kommt wahrscheinlich auf Weiß mit Vergeltung. Keine Ahnung. Ausprobieren. Ausprobieren. So. Ich will natürlich, wenn ich hier das Vögel mache, dass man das auch schön sieht. Irgendwie. Vielleicht könnte man aber das Vögel dann noch eine andere Farbe. Wie wäre es mit dem hier? Ausprobieren. Gut, ich glaube, so ist gut. Ich mache mal da die Blume. So, und dann nehmen wir hier noch ein bisschen Grün für die Stängel und Blätter. So, jetzt ist das natürlich verschoben. Ist ja egal. Kommt ja nicht so drauf an. Ich tue ja nur noch das Vögel. So, das wird jetzt natürlich auch grün. He? So, irgendwie so. Mal schauen, was da rauskommt dabei. Oh ja, das ist aber noch herzig. Das finde ich jetzt also noch hübsch. So. Und jetzt machen wir hier natürlich unten noch. Wie machen wir das? So. So, ich mache nur die zwei. Und da noch eins. Oh, aha, da sind wir ein bisschen reingekommen. Ja, noch so der. So, also. Oder so. Da sieht man jetzt da die Blumen noch. Ja, ja, ich glaube. Ich glaube, wir machen es so. Genau. Also. Anleimen. Jetzt haben sie doch noch inken. Ah. Super. Ja, dann inken wir es nachher. Inken wir es halt nachher. So, wie wollen wir das haben? So. Genau. Ja. So. Voilà, dann kommt das da rein. Ah, das sieht schön aus, wenn das da so rausschaut. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir hier noch einmal schauen, das ist raus. Wie war das? So.
Also, noch einmal. Voilà, oh ja. Oh ja, das ist schön. So, das geht da rein. Und schon hätten wir unsere Seite. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Lust, die noch ein bisschen zu inken. So, ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir da mit dem? Mit dem Gouvert. Ich glaube auch, dass wir das auf die gleiche Art und Weise machen. He? Das müssen wir jetzt noch irgendwie dritteln. So, das muss ja nicht so perfekt sein. Hauptsache, es passt in den Briefumschlag, würde ich sagen. So, genau. Jetzt schauen wir doch mal, was wir hier sonst noch könnten. Da ist auch noch etwas Blumiges. Ja, komm, ich mache mal das. Das ist zwar ein bisschen verrückt, aber da ist es dafür so ganz fein. Dann darf es doch hinten dran ein bisschen verrückt sein. Jetzt ist das aber nicht ganz das gleiche rosarot. Ich glaube, ich nehme lieber das Violett. Ich habe das Gefühl, das passt ein bisschen besser zu dem, weder das Rosa. Also, dann probieren wir doch einmal. Ui, so dunkel wollte ich es aber nicht. He? So, und dann das Rändchen noch. Oh, das seht ihr wieder nicht. He? Ich bastle wieder ganz am Abgrund. So, voilà. Ui, das Hündchen ist am Träumen. Jö. Ach je. So, oh ja. Hey, ich finde das cool. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass das hier nicht mehr so zur Geltung kommt, dass das ein bisschen verschwindet. Aber nein, ich glaube, das ist gut. Das gefällt mir. Ich tue jetzt auch noch ein bisschen inken. Ich frage mich gerade mit was. Ich nehme, glaube ich, mal das Vintage-Foto. Da ist es noch so geprägt. Da gehe ich jetzt auch noch ein bisschen drüber. Dann sieht man das auch noch ein bisschen besser. So. So, aber ich glaube, das klebe ich jetzt in die Mitte, oder? Da muss ich jetzt keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Vögel oder Blumen oder so. Das kann man einfach so machen. So. Voilà. Super, dann tun wir das auch noch schnell ein bisschen inken. So, voilà. Also, dann könnte doch jetzt das Briefchen hier rein. Sehr schön. So. Voilà. Oh, ich finde, das fühlt sich immer so schön an. So ein
ein gefüttertes Kuvert mit Inhalt. Da weiss man immer, oh, da ist schon etwas drin. Etwas Gutes. So, ich habe mir vorher überlegt, ob ich eine Briefmarke aufkleben soll. Aber ich glaube, ich lasse es sein. Ich denke, mir gefällt das so, wie es ist. Gerade wunderbar gut. Schön schlicht. Das darf auch mal etwas Schlichtes sein. Also ja, abgesehen vom riesigen Monsterrahmen. So, wo ist jetzt da unser andere? Ah, ist das da hinten? Nein, wo ist es jetzt? Da. Oh ja. Ich finde das hübsch. Ich finde, das passt super gut in unser Journal rein. Und jetzt fehlen uns nur noch 2 Seiten zu machen. 2 Seiten, also 4 insgesamt. Ich mache ja immer das Doppelte. Also ich mache es ja immer zweimal. So. Also noch 2 Projekte. Und nachher kommt ja dann noch, dass wir hier alles ausfüllen müssen. Überall noch etwas rein tun. Und wir haben ja dann noch die Kärtchen. Und an anderen Orten ist noch gar nichts drin. Da müssen wir uns dann überlegen, was wir dort reinfüllen wollen. Und wenn ihr schauen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.